sind der SPL Olympiade Luxembourgeoise des Sciences Naturelles. Und die Idee dahinter, das eben einfach Sciences Naturelles zu Lützeburg zu promovieren. Und das wir allem auf einem sogenannten Exzellenzniveau. Das heißt, wir kommen also die Schüler, die besser sind wie den Durchschnitt an der Sciences Naturelles. Wir machen Konkurren, die eben Schüler daran fördern. Das heißt, wir sind eigentlich die besten Schüler an den Naturwissenschaften am Alter von 16 Jahren. Und die schicken wir dann noch auf internationale Kompetitionen, also die Europäische Naturwissenschaftsolympiade, wo sie sich da können mit den Kollegen am gleichen Alter als Europa müssen, aber dann rauszufinden, wo stimmen wir und wie gut sind wir. Und für die Schüler ist das einfach immens, wenn sie sich treffen mit Kollegen, die gleich Interessen haben und die sich für das selber begeistern, wo sie merken, sie sind nicht allein mit einem ganz speziellen Interesse für die Naturwissenschaften, aber es gibt viele Kinder in Europa, die selber Interessen haben, mit denen ich auch gucken kann, auf welchem Level sind. Längerseits probieren wir Schüler so gut wie möglich auf die Konkurse vorzubereiten. Du schon mal seit 2 Jahren also Konkurs von 2 Tier auf 3 Tier ausgebaut, mit Präparation für den europäischen Konkurs schon vergrößert. Du hast noch ein bisschen etwas zu machen. Und auf der anderen Seite probieren wir auch nach mehr Konkurren zu Lützeburg zu implementieren. Wir werden 2015 für dich eine internationale Biologie-Olympiade organisieren. Das ist das für Schüler, die auf der Deuxième oder auf der Première sind. Und eventuell an den nächsten Jahren, wenn das gut läuft, machen wir dasselbe doch für die Physik und für die Chemie. Ja, also du kannst denken, gewiss viel geschieht, dass das so Lützeburg 2007 für dich und im europäischen Konkurs geholt hat, weil damals die Edukationsministerin Madame Delvaux die dezidiert hat, wir machen das. Und ich hatte die Chance, als Enseignant mit 6 Schülern nach Potsdam zu fahren. Von da sind wir alle dabei. Und 2009 an der Reunion von all den Responsablen von der Europäischen Naturwissenschaftsolympiade gefragt ging, wie möchte 2012, 2013 und 2014 den Konkurs aus engem Land. Ich schon mal für 2013 ausgestreckt. Ich muss aber mal am Land selber gucken, ob man da Support kriegen. Aber da war auch am Edukationsministerium ganz positiv Meinung darüber. Und dann ist da voller Support gehen, sodass wir dann angefangen haben, 2009 das Ganze zu planen, für dann 2013 die Konkurs bei unserem Land durchzuführen. Am Ganzen waren 200 Leute zu enkadrieren während einer Woche. Und das war schon eine große Organisation, wo wir früh angefangen haben. Dadurch hat man auch also Plan eigentlich ganz gut stehen. Wir haben eine ganze Equipe von 40 Leuten, für das Ganze umzusetzen. Wir haben ganz große Progress gemacht. Wenn ich denke, wie ich 16 Jahre hatte, waren sie Janssen, was an der Schule gemacht, was auch rundherum, auf dem Naturmuseum, und das waren so ungefähr. Und da sind wir viel mehr weit. Natürlich, die Uni spielt eine große Rolle, sie bringt ganz viele Möglichkeiten, es gibt Forschungsplätze, viele Forschungsplätze zu Lützeburg an den Sciences, was für uns nicht möglich war. Lützeburg, die sich dafür entschieden waren, sich sicher, ich muss meine Karriere am Ausland machen. Mittlerweile haben sie die Möglichkeit, nur eine Karriere am Ausland noch zurückzukommen, das weiterzumachen. Und für die Jungen bieten wir ganz viele Sachen an.